Kloklustert. 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 Willkommen zu Kloklustert, in plattdeutschen Podcast über Wetenschap und Gesellschaft. Ja, der Klimawandel lädt mittlerweile allerwegs in den Nachrichten zu wehen und elke Debatte zu beherrschen. Und das nicht ohne Grund. 2023 wäre der hitste Sommer seit 125.000 Jahren. Wie über 40 Grad hat wie Dutzenden Waldbrennen in Griechenland belebt. So ist ein Grotflach von Rhodos abbrennt. Das wären Indrucksommer abgenommen, als Bachtouristen mit Böot von des Drennrett fahren müssen, weil dat sie inkittelt werden. Und auch in Katalonien und ob Sardinien habt die Lüt bei mehr als 45 Grad unter de Hitschläden. In Death Valley in den USA ist der Thermometer sogar bis ob 53 Grad klattert. Wie mag die Folgen von Klimawandel also elk in Sommer ob nee? Man, wo wie weniger von hört, das ist, wo an sich der Klimawandel eigentlich in die See wagt. Dobby hat auch den Sommer 2023 hier einen Rekord abstellt. Wie Florida hat sie 36 Grad ob der See Böversied vermeldet. Bloß mal als Verlieg, die optimale Temperatur von in Whirlpool, die liegt auch bei 36 Grad. Mein Name ist Christiane Ehlers, ich bin jo Moderatorsche von doch und wie Gott de Froch noch, wat der Klimawandel für das Biosystem in der See bedüden deit und wat wie und auch der Politik dagegen mocken könnt. Bei diese Fragen, da schött uns zwei Gäste von doch helfen. Ich begrüße hier bei mir Dr. Christine Evers, Evolutionsbiologische von der Christian-Albrechts-Universität Kiel und Professor Dr. Thomas Saretzky, Umweltpolitolog von der Leuphana-Universität Limbach. Moin, schön, dass Sie beide da sind. Moin. Moin. Erstmal wäre ich für welch ganz gern weten, genäht sie in Sommer lieber de Sünn in Spanien oder de Millepries in Skandinavien? Ich mache da tatsächlich ganz gern warm und sünnig. Aber für du doch muss man dafür ja nicht mehr nach Spanien fahren. Auch wer da wo. Und wie sie? Ich genäht lieber de Millepries in Skandinavien als de Sünn in Spanien. Und ich habe auch dann mehr Probleme, wenn das zu warm ist. Ah, können Sie die Hitten nicht so gut auf? Nee. Habt Sie denn, wenn das so hit ist, eigentlich all den Klimawandel immer so in Achterkopf? Ja, ich muss sagen, ich denke viel an den Klimawandel. Das ist ja aber nicht nur die Hitten, sondern sind ja auch die extremen Wetter-Events, ne, die immer wieder passieren. Und die ja mehr wart, aber die will wie von dort snacken, ja. Und wie sie? Ich hab auch in Orlof den Klimawandel in Achterkopf. Das ist so was wie in Deformation professionell, wie das auf Französisch nimmt wird. Ein professionellen Verformen von den Wahrnehmen, dass du von Profession her gar nicht upblenden könntest. Und dann kickst überall hin und süßt überall die Folgen von dem Klimawandel. Jo. Na, das glücklich. Fangt wieder auch mal an, uns mit uns Thema zu beschäftigen. Frau Evers, wäre Biologie in der Schule ihr liebste Fach oder wo sind Sie da hinkommen? Ja, tatsächlich wäre das in der Schule schon mein liebste Fach und auch schon viel früher. Also ich bin mit meinem Vater immer früher Rut gegangen. Der ist Jäger und auch in einem Naturschutzfeld tätig und hat mir immer mitgenommen. Und so seit ich ein lütte Steppke bin, hat mir das immer fasziniert und ich habe da viel drüber lehrt. Denn können Sie meist gar nichts anderes mocken nachher, oder? Das ist tatsächlich wahr. Sie forscht ja und da geht es de Dich, also de Entwickeln von ole Östern-Populationen. Vertellt sie doch mal, was muss ein sich da inner vorstellen und was habt sie da vielleicht auch ein Rut von? Ja, das ist ein sehr, sehr spannendes Thema. Ich arbeite ja am Zoologischen Museum in Kiel. Und wir haben historische, also ganz alte Sammlung von der Öster, die werden besammelt oder die kommen und Tiet befördert, mit dem Klimawandel überhaupt losgegangen ist. Und jetzt können wir diese Ostern als Tietzeugen richtig befragen. Und wie ich das mag, ist mit Genetik oder Genomik, wie man dazu heutzutage mag. Und wir können uns so dröge, ole Österschalen noch DNA-Rut kriegen und können dann verstehen, wie haben die sich verändert jetzt in den letzten 200, 300, 3000 Jahre. Ja, noch Tiet Tügen zu haben, das ist natürlich gut. Und können Sie Ihnen so vertellen, was Sie da auch gut gefunden habt? Ja, also ein spannendes Gebiet ist tatsächlich hier das Wattenmeer. Da haben wir früher ein heimischer Oyster, der europäische Oyster. Und der ist aber utgestorben. Und was uns jetzt interessiert hat, ist, warum ist der utgestorben? Und wir haben in unserer Sammlung Östern
ut diese Gebiet sammelt, bevor das gestorben ist. Und herausgefunden, dass in Wattenmeer die Öster noch anders utsehen, genetisch, ne? Dass die vielleicht anpasst werden an die besonderen Bedingungen, die in Wattenmeer herrschen. So wie du gibt das auch früher gibt es dort schon immer extremere Temperaturen, nämlich, weil das alles so flach ist. Das gibt es mit Eisgang, so große Eisberge in Wattenmeer und so was. Und die Östern in Wattenmeer kommen dabei damit um. Und als sie dann durch Überfischung, vielleicht auch durch Klimawandel dort gestorben sind, konnten andere Östern und andere Bereiche von Europa dort nicht mehr zurückkommen. Vielen Dank. In Influt ob die Dich von den Östern hätte ja auch die Klimawandel, aber denn wie das von doch haben wollt. Das fällt in Ehrebeet, Herr Saretzky. Sie sind Professor für Umweltpolitologie an der Leuphana Universität Limburg. Was mockt ein Umweltpolitolog denn irgend so? Die deit nicht nur forschen, wenn er Professor ist, der muss auch lernen. Du hast ja Studierende und die kannst du dann anleiten und die kannst du auch beratschlagen, was sie denn in ihrer Dissertation und in ihrer anderen Arbeiten mogen wollt. Und die spezielle Inhalte, die beratschlagst du dann mit denen. Ich gebe mal ein Beispiel, was wir denn im Bereich Umweltpolitologie so mogt habt. Als ich da hinkommen wäre, da hatte ich schon ein Institut für Umweltstrategien. Aber die wären nicht klar, was ist denn überhaupt eine Strategie? Da gibt's vor Leute, die snackt von Strategie, aber wenn wir das wissenschaftlich ankicken, was ist denn dann eine Strategie? So, ein von meinen Doktoranden, der hat sich das dann vorgenommen und hat dann seine Doktorarbeit darüber geschrieben, wie die Nachhaltigkeitspolitik und die Umweltpolitik in Deutschland strategisch angelegt war. Was anders, was du in Umweltpolitik hast, ist die Frage, wie kriegst du die verschiedenen Aspekte von der Umweltbetreuung zusammen? Wir haben auch praktische Doktorarbeiten. Der eine hat sich anguckt, wie war denn die EU-Energieeffizienzrichtlinie umsetzt in den Bereich von Gebäude. Das sind so die Forschungsgebiete, die dann meistenteils der Professor nicht mehr söben, aber sie lügt mogt. Ist so auch nicht verkehrt, wenn ihn sie ein Lüt hätte. Wie snackt ihr hier hüt ob Plattdeutsch? Vertellt sie doch mal, woan sind sie denn zu Plattdeutsch kommen? Ja, ich komme von Pellworm, von den nordfriesischen Inseln. Und auf Pellworm ist das noch ganz normal, dass man Platt schnackt. Ich schnack auch hüt noch mit min Öllern und mit min Funne von Dormels Platt. Jo, ich bin dort durch Torhörn zu kommen. Ich bin zu Hustorby gekommen und hab das denn ob mein Lebenslob mitgenommen und durch das Torhören anderwegens unterschiedliche Dialekte von Platt in mein eigen Repertoire übernommen. Aber das ist ein Durcheinander. So, ich weiß, das, was ich sprach, ist kein Platt. Was wohl kein mit schieren Dialekt zufrieden stellt, man was anders krieg ich betüt gar nicht hin. Passt doch, selbst sich allerwegens was mitgenommen hier, überall was obsammelt für ihr Platt. Ist Plattdeutsch denn diese von doch auch noch Familiensprach? Ja, das tatsächlich nicht mehr jede Tag, ne? Also mit meinen Söhnen schnack ich vor allem Englisch und Hochdeutsch, weil der Vater Amerikaner ist. Und da dachte ich, der ist erst 5, wenn ich da jetzt auch noch Plattdeutsch da mit dem Mang mock, ist das vielleicht ein bisschen Fell für em. Aber wenn er bei den Grotöllern ist, also bei meinen Öllern, die schnacken immer platt, die können gar nicht anders. Und das mag man auch, wenn er dann wieder zurückkommt, dann hätte er immer so ein bisschen Plattdeutsch mit abgräben. Dann war er also ähnlich mit Drehsprockengrot. Das ist so. Schön. Fangen wir doch erstmal mit den allmählichen Klimawandel an, dass wir erstmal rinkommt in das Thema. Herr Saretzky und Frau Evers, in den Nachrichten, da hört wie ganz viel was von Klimamodellen, von Trends und so was als Emissionsmengen von Kohlenstoffdioxid. Wenn ich ganz ehrlich bin, so richtig konkret kann ich mir doch nix in der Vorstellen forken. Aber was für Teilen snackt wir denn eigens, wenn wir angeben wird, wo ans das mit den Klimawandel sehen deit? Habt ihr da so ein bis zwei Teilen für mich, die Sie mir mal an der Hand geben könnt? Ja, das ist genau richtig. Der Klimawandel, das ist ja ein sehr graduelle, so ein langsames Phänomen. Das ist tatsächlich manchmal schwierig zu begreifen, was das wirklich heißt, ne? Also ein Troll, den ich immer sehr eindrucksvoll finde, ist, dass in den letzten 20 Jahren haben wir die 5 hitsten Sommer. Sieht Beginn von der Wetterabteilung. Sieht denn, das ist 1880, ist die Temperatur im Durchschnitt um 1,6 Grad steigen.
Das hört sich ja wirklich nicht viel an, ne? Aber für viele Tieren vor allem, meint das schon ganz im Bach. Und das Wichtige ist ja wie der Klimawandel auch nicht der Durchschnitt, sondern sind es ja Extremevents, ne? Also wir hatten ganz hitten Sommer, vielleicht auch im Mittelmeer und so, der ganz kohlen Winter, der früher nicht durch wären, ne? Die Sturmflut in der Ostsee. Ich denke, auch das kann man den Klimawandel mit anregen. Das sind Events, die wir früher gar nicht oder ganz, ganz selten haben und die sind heute viel mehr geworden. Also das ist kein Gefühl, dass das mehr wart. Das können Sie auch mit belastbaren Teilen, können Sie das wiesen? Genau. Also durch das, wie so lange das wäre schon immer abtegnet haben, können wir das jetzt vergleichen und können diese Trends uns ankicken und weden, dass das im Durchschnitt warmer geworden ist, dass zum Beispiel Sturmfluten mehr waren. Ja, dass das wäre sich einfach verändert und dass das so gau geht, dass wir das nicht mehr natürlich erklären können. Ne? Also im Verhältnis, das wäre hat sich immer verändert. Ne? Das ist nichts Statisches. Aber die Geschwindigkeit, in der das in den letzten 20 bis 100 Jahren passiert, ist einfach ein ganz anderer. Und wie gesagt, die einzige Erklärung ist, dass der Mensch da ingreifen hat und sich das jetzt, ob sie einen Vlog schreiben muss. So, wenn wir was konkret hören wollt, was wir konkret beleben könnt, das ist dann das, was wir mit uns Sinn zu ein bestimmte Zeit an einen bestimmten Ort Sylben wahrnehmen könnt. All das zusammen nennt wie Wetter. Für all diese konkreten Wahrnehmen habt ihr Lüd Marten entführt und Messapparaten utklamüstert, damit sie sich da über untereinander Bescheid geben könnt. Auch wenn sie vielleicht nicht das gleiche sinnliche Wahrnehmen habt, wenn sie bestimmte Zahlen hört, zum Beispiel 5 Grad Celsius. Das Gefühl kann unterschiedlich werden. In den Nachrichten hört, wie wo das Wetter gestern wär und von da ist, in uns Eck und anerwegens, und wie hört, was die Meteorologen voraussagen, wo das Wetter morgen und übermorgen wohl sehen wird. Für diese Voraussagen habt die Meteorologen Wettermodellen konstruiert, wo sie ob die Grundlage von dat, was sie in der Vergangenheit meten habt, nur mit Computers utrechnen deit, was wohl in der nächsten Zeit an bestimmte Orte mit dem Wetter passiert. Klima ist was Abstrakteres, das ist was anderes. Klima ist definiert als die Zusammenpfoten von dem durchschnittlichen Zustand von das Wetter an einen bestimmten Ort oder einen bestimmten Gebiet über einen längeren Zeitraum. Im Allgemeinen galt das Wetterkunden von 30 Jahres ut. Was Sie sagen wollt, ob das Klima sich wandelt hat oder nicht. So, vor Klima und dort was wissenschaftlich zu sagen, brauchst du einen langen Zeitraum. Diesen langen Zeitraum kiegt sie sich ja nur an. Dass der Mensch den aktuellen Klimawandel antrifft, da gibt das kein Zweifel mehr an. Das hätt aber auch, hat die Verantwortung, da was gegen zu unternehmen. Ein Schlagwort, das wahrscheinlich dem meisten erhört habt, das ist das Pariser Abkommen. Herr Saretzky, können Sie versuchen, uns kurz zu verklären, wo kein da ähnlich an beteiligt ist und was mit dem Abkommen versöcht ward? Das Pariser Abkommen ist im Dezember 2015 ob die 21. Konferenz von der UN-Klimarahmenkonvention verabschieden worden und dann im November 2016 in Kraft treten. So, wir snacken über ein Abkommen, ein politisches Abkommen. Beitreten sind von da 195 Staaten. Das sind fast all, die wir haben auf den Globus. Die Staaten, die beitreten sind, haben sich verpflichtet, die Erdopwärmung ob deutlich unter 2 Grad Celsius, nur Möglichkeit ob 1,5 Grad gegenüber dem vorindustriellen Niveau zu begrenzen. So, das haben wir als Pariser Klimaabkommen. Sie habt jetzt von 1,5 Grad snackt. Wo ist dort wieder nur just? Können Sie das sagen? Das UN-Programm für die Umweltpolitik, der hat gerade ein Zustandsbericht präpariert. Und da sind wir ein bisschen wieder. Wir sind bei 1,7 Grad wahrscheinlich. Und wir haben große Unterschiede zu was wir erreichen wollen. Über den Klimawandel an Land habt ihr nur erstmal snackt. Aber wo weniger über snackt wart, so dücht mi zumindest jemals, dat sind die Utwakens von den Klimawandel in de See.
Aber auch dort gibt es ganz ähnliche Phänomene als die wie ein Land habt. Da gibt es auch jümmers Wetter Hitbögen, also Hitzewellen, aber der habt sie ja just all vertellt, Frau Evers. Verleden Jahr zum Beispiel gibt es eine ganz große Hitbög im Mittelmeer, wo am 24. Juli sogar knapp 29 Grad an der Seeböversied meten worden sind. So hit wäre das doch noch nie nicht vorher. Und diese hohen Seetemperaturen, die habt auch Utwakens für das Klima an Land. Durch die Hit an der Seeböversied, da könnt grode Unwetters abkommen. Denk wie doch mal trüch, verleden Sommer gibt das de Überswemms in Italien, Griechenland und in der Türkei. Und in Libyen, da sind auch 2 Stuckdämm, 2 Brocken und mehrere Dusend Lüt sind totbleiben. Man nicht bloß an Land, just auch in der See habt diese hohen Temperaturen Folgen. Frau Evers, was hätt denn so Hittetemperaturen als meist 30 Grad für die Seebewohners ins Mittelmeer oder auch anerwegens? Ja, das kommt natürlich ob der Tierort drauf an oder ob der Plantenort. Aber viele Orten, vor allem der Fastsitten, so was wie die Korallen, die können davon einfach starben. Die können nicht weglaufen und die können die Hittentemperaturen nicht ab. Also starben die. Das gilt auch für Algen und Schwämme. Andere Orten, die gehen halt einfach weg. So zum Beispiel Fisch oder Krebse. Und all das zusammen hat natürlich ganz große Auswirkungen für das Biosystem an sich. Weil zum Beispiel das Fretten wegschwommen ist oder gestorben ist. Oder auch das Habitat, also wo die Tiere drin waren. Ein von den Kenntekens von dem Klimawandel in der See, das ist ja auch der Sauerstoffmangel. Wie Worte wir ich ehrlich gesagt nicht zuerst an Sauerstoff denken. Was ist denn eigentlich meint, wenn wir von ihnen Mangel snacken dort? Naja, natürlich ist auch in Wasser Sauerstoff, denn auch die Tiere in Wasser mögen atmen. Und die mögen das aber nicht über die Luft wie wir, sondern zum Beispiel die Kiemen von den Fisch. Ne? Dort atmen oder dort nehmen dann die Fisch den Sauerstoff ab. Das Problem jetzt bei Hittewasser ist, dass das Wasser nicht so viel Sauerstoff abnehmen kann wie Kohlewasser. Und dort die Fisch oder die anderen Tieren im Grunde in Atemnot geraten. Dort kommt dann noch, dass in den Hittentemperaturen die Lütschenalgen besonders gut wassen können. Und wenn die dann abstorben, dann brauchen die noch mehr Sauerstoff, um zersetzt zu werden. Und dann haben wir ein ganz großes Problem, nämlich fehlt wenig Sauerstoff in Wasser. Und das hele Biosystem ist dann durcheinander gekommen dort, ja? Das stimmt, komplett. Vor allem das Biosystem eine Grund, weil dort die Algen absinken, dort ist sowieso immer weniger oder kann weniger Sauerstoff sein. Dort kommt das dann teilweise zu der Todeszone, wo wirklich gar nichts mehr leben kann. Problematisch war das dann zum Beispiel wie Laichgebiete. Das sehen wir in der Ostsee. Manche Fisch laichen immer in den liegenden Gebiete und wenn das dann in so einer Todeszone ist, der Fischlaich, der kann nicht einfach wegschwimmen und dann haben wir auf einmal Probleme mit dem Nachwuchs. Weht Ihnen, wo diese Todeszonen sind? Ja, die waren vermessen, ne? Also da war dann auch jedes Jahr immer genau sagt, wo die sich gut breiten, ob die vielleicht dann auch mal zurückgehen, weil wenn sich dann, oder dann wer vermischen leid, dann gehen die natürlich auch wer zurück. Passiert das denn von so hüfst oder mockt der Mensch da auch versöchte da in Wagen? Das ist eine gute Idee. Vielleicht schulde Mensch das in Zukunft mal morgen. Na, heute doch noch mockte das nicht. Das passiert durch Stürme oder in der Ostsee haben wir dann manchmal Saltwasserinbrüche, nennt sich das. Da kommt dann Saltwasser von der Nordsee in der Ostsee und das ist dann meistens bei den kühliger und bei den sauerstoffreicher. Nicht bloß der Sauerstoffmangel ist ein Problem, auch das Versuren. Was hätt denn das, wenn ein Ozean saurer ward? Das heißt genau das, dass der Ozean tatsächlich saurer ward. Natürlich war der nicht so sauer, dass wir das richtig marken, wenn wir jetzt einen Schluck Salzwasser trinken oder so. Aber im Verhältnis nimmt das schon to. Und das kommt daher, weil wir halt viel CO2 jetzt in der Luft haben und der See das abnimmt. Das ist eigentlich auch lange jetzt schon unser Glück werden, weil der See so ein bisschen das abpuffert, was wir so alles in der Luft schäden. Der Ozean in einem Viertel von das, was wir in der Luft abgeben haben wir abgenommen. Aber das CO2 wird umwandelt in Säure und diese Säure macht dann da halt der See saurer. Und das kann ein Problem sein für Tieren, so wie Muscheln und Schnecken, die halt Schalen haben, die ut Kalk abgut sind. Denn wie bei uns bietet Hus, wenn wir Säure auf unsere verkalkte Spülmaschine geben, dann löst sich das ab. Aha.
Also das hat zu wenig Sauerstoff und zu Sur. Das bringt wirklich das Ökosystem da, mochte ähnlich, naja, nicht zwei, aber zumindest bringt es durcheinander. Ja, wirklich Probleme, Stresste, ne? Und dann haben noch die hidden Temperaturen dort. Da haben wir so 3 Faktoren, die Felder auch zusammen wirken und sich noch gegenseitig abhitten down. Und das stresst das Biosystem insgesamt sehr. Was in diesem Zusammenhang ja auch vorken nömt ward, das ist der Korallenbleek, also die Korallenbleiche. Wo hängt das denn damit zusammen? Und könntest du mal verkloren, was das für ein Phänomen ist? Ja, also dort muss man erstmal verstehen, was ein Korall ist. Ein Korall ist ähnlich ein Tier, also ganz verlütsche Tiere, die zusammensitzen und diese schön bunten Korallenformen, die wir von Fernsehen oder Urlaub kennen. Aber der Korall kann nur leben, weil in jedem lütsche Tier auch Algen mitleben. Und die Algen versorgen dann den Korall auch mit Nährstoffe. Wenn das jetzt Hit wart, dann kann das passieren, dass diese Algen den Korall verloddern. Und das führt dann tot Utblicken. Das hätt nicht notwendigerweise, dass der Korall dann schon tot ist, aber der Korall hat das viel schwerer zu überleben. Man in mit ja ähnlich gar nicht so weit wegkicken mit Nordmittelmeer. Auch uns Nord- und Ostsee, die habt ja ziemlich Last mit dem Klimawandel. Just der Ostsee, die ward hitter und hitter. Er Durchschnitt, der liegt ob's Dünnsbi 12,2 Grad, was sich erstmal gar nicht so viel anhören deit, aber normalerweise ist sie 1,3 Grad Cola. Und wie habt das hört, dat hittere Wasser kann weniger Sauerstoff abnehmen und das hat große Folgen für das hele Biosystem. Also, kein Problem, das wie weglicht, das sind Probleme, die wir auch hier für de Husdör habt. Frau Evers, was sind denn obstüns just für de Nord- und Ostsee die größten Probleme, die wir habt und die wir auch angehen mit? Also ich würde sagen, für die Ostsee tatsächlich diese sauerstofffreien oder armen Zonen, diese Todeszonen, die breiten sich gerade sehr gut. Und darum meinte ich, vielleicht keine schlechte Idee, wenn wir durch Museumsbetten durch Mischung schaffen, weil der halt wirklich für auch die Entwicklung von Pferdetieren ein Problem sind. In der Nordsee und in der Ostsee sind aber auch diese lütschen Algen, ne? Diese Algenblüten, Algenblumsdorf, haben wir auch schon gehört, die sind ein Problem, ne? Können Sie noch mal verkloren, was der Unterschied zwischen Nord- und Ostsee ist? Wieso können Sie denn sagen, hier ist das größere Problem und da das andere? Ja, Nord- und Ostsee sind tatsächlich sehr unterschiedlich. Also die Nordsee ist anschlossen an den Atlantik, hat wirklich Salzgehalt wie der Atlantik, war ja auch immer mit frischem Wasser versorgt, ist im Grunde ein ganz normaler See. Die Ostsee ist ein Binnenmeer, ein Binnensee und ist ein Brackwasser. Das der größte binnenliegende Brackwassersee, den wir auf der Welt haben. Das heißt, der Salzgehalt ist doch geringer als in normale See, was an sich auch schon Schwierigkeiten bedeutet für viele Meeresbewohner. Und dort ist das noch relativ flach. Das heißt, wir haben das mit den Temperaturschwankungen und so, das kommt dort mehr zu tragen als sogar in der Nordsee. Das heißt, für die Ostsee sieht das obstüns leger ut, was den Klimawandel angeht, sind dort die Probleme größer als in der Nordsee? Das wirkt tatsächlich so sagen. Man benutzt die Ostsee auch öfter mal so als Fenster in die Zukunft, ne? Um zu sagen, so wie kann das in 50 Jahren oder so in der Nordsee und in der Rest von der Welt aussehen, da benutzt man die Ostsee für, weil dort die Probleme schon so stark sind. Herr Saretzky, was unternimmt denn just Deutschland gegen den Klimawandel und für die Schule von der Ost- und Nordsee? Jo, Deutschland hat mit den anderen Anlegers früh anfangen mit der Ostsee. Da habt wir das Helsinki-Abkommen zum Schutz der Meeresumwelt von 1974. So, das ist schon lang in 1992 habt sie das nü zusammenpfoten. Und für die Nordsee ist das später. Das ist auch ein Reflex von das, was Frau Evers gerade gesagt habt. In der Nordsee habt wir auch eine Initiative, die Deutschen unternommen habt für die erste internationale Nordseeschutzkonferenz. Das wäre in Bremen 1984 und dann dauert das aber noch mal 8 Jahre, bis sie denn das erste Übereinkommen zum Schutz der Meeresumwelt des Nordatlantiks zusammenkriegen habt. Auf der internationalen Ebene wären sie früher dabei, aber das war nicht immer so wagsam, als sie das gern haben wollt.
Und was mag die enkelten Bundesländer? Gibt da auch noch mal Abkommen, Richtlinien? Was wir nur habt, ist das Nordee-Abkommen in Nordsee und Ostsee habt wie ob der Ebene von der Europäischen Union in eine Strategie, die Meeresschutzstrategie. Und die hat die Aufgabe, eine integrierte Meerespolitik zusammenzukriegen. Und dann hat Deutschland eine nationale Meeresstrategie, ob die Basis von diese Meeresschutzstrategie von der EU habt denn die Mitgliedstaaten und Deutschland auch eine nationale Meeresstrategie verabschiedet und die müssen dann auch die Bundesländer umsetzen. So, das ist von Borben von der europäischen Ebene zu der nationalen Ebene zu der Bundesländerebene ein Regelsystem, wo sie sich anholen schall. Und die Meeresstrategie, die habt wir nu seit 2008. Und das, was dann passiert ist, dass alle 6 Jahre mit den Bundesländern dann melden, was ist der Zustand von den Meeren in Ehren berät. Und dann müssen sie auch was sagen dort, was sie denn meint, ob die Teilen, die Deutschland abgestellt hat, die EU abgestellt hat, ob die denn riechen, um den Zustand dahin zu bringen, wo man gerne hin will. Da ist eine Definition von ein gode Zustand von der See zu definieren und das können sich auch ändern. Und das ist das Interessante bei diesem Prozess, der den Strategie heißt, dass alle 6 Jahre fangen wir an mit der Wissenschaft, die sollen dann den Zustand beschrieben und dann sollen wir den bewerten und dann sollen wir uns darüber Gedanken machen, was ist das mit der Qualität von dem Zustand, ist das ein gute Zustand und was können wir machen, was für Maßregeln können wir denn um den Weg bringen. Und da sind wir gerade in der Periode, wo die europäische Meeresstrategie das 3. Mal überarbeitet waren soll. Und da haben wir nur 6 Monaten, wo jeder, nicht bloß die Bundesländer und die dafür zuständig sind in den Bundesländern, aber jeder Bürger, jeder Verband, jede Bürgerinitiative könnt selben was vorschlagen, was sie denn zu die beschrieben von den Zustand, den könnt ihr downloaden, wie das denn ob nie Hochdeutsch heißt, das ist schon verfügbar. Jedes Bundesland muss dann für ihren Bericht beschrieben, was ist der Zustand, was meint wie, habt wir die Teilen erregt, schütt wie nie Teilen vermühen, was sind die Mordnormen. Und dann ist das ein demokratisch öffentlicher Prozess, wo sie dann was zu sagen könnt. Habt ihr das gewusst vor etwas, dass das so was gibt und dass ihr da auch mitmachen könnt eigentlich und festlegen könnt, was für Teilen in Settenschall oder nicht? Nee, also dass man da so mitmachen kann, das wusste ich auch nicht. Ich auch nicht, aber wäre ja eigentlich interessant. Ich meine, wie habt ihr in Fachfrau dabei, die uns kloke Socken vertellt hat? Das ist das Interessante mit der öffentlichen Beteiligung, dass das nicht noch bekannt war. Wissenschaftler schon nur gerade die sehen, die sich da auch mitmelden. Und ich habe auch gedacht, dass die Kieler Geomar und die anderen wissenschaftlichen Instituten da nur was zu sagen wollen. Wenn die in das Ministerium in Kiel, aber auch in Hamburg, in Bremen, in Niedersachsen, in Mecklenburg-Vorpommern, wenn die gut zusammenarbeiten und wenn die sich mal umkickt, wer könnte denn was weten, wer könnte was zu sagen, dann sollen sie Fragen haben. Das wäre mein Erwarten an das, was die Ministerien da machen schön. Hab's aber wohl offenkundig nicht. Also nur kurz, ich bin ja nicht bei Geomar, ich bin ja bei der Uni und da ans Zoologische Museum. Ich glaube, da denkt nicht jeder Glieks daran, dort Klimaforscher da achter sitzen. Ich denke, dass Geomar wird auf jeden Fall frucht waren und hätte ja auch schon viel dort gesagt, ne? Ja, aber wie kommt das denn so für, als wenn man da noch im Betten wart, klarer und transparenter machen können, Likas, dass, wenn secht war, dass wirklich nicht elk was sehen können, aber sonderlich die Fachlüt schulden denn ja doch frucht waren. Wenn hat nur jemals Norkecken wart, wo wie sind, wie ist der gute Zustand, sind wir da ankommen oder nicht, wenn sie nur gut finden, nee, sind wir nicht, wir sind da wirklich weit weg von. Passiert denn auch was? Das ist der Schritt, der dann kommen soll,
wenn sie den Toaststand beschrieben habt, wenn sie den bewertet habt und wenn wir dann feststellt, oh, da ist ein Unterschied zwischen das, was wir als Golden Toaststand definiert habt und das, was wir nur habt. Und das ist die aktuelle Situation in Nordsee und in Ostsee, nur die Meeresstrategie. Dann ist der nächste Schritt, dass all die in der EU zusammenarbeiten, dass die sich zusammensetzen und dann mit wie nie Mordregeln mögen. Das dauert. Das ist der Nachteil, wenn sie auf die internationale Ebene oder auf die europäische Ebene geben, weil dann habt sie ganz viele, die da was mit zu sagen haben. Kicken wir doch vielleicht noch mal nach Deutschland hin. Kiel spielt ja eine heel wichtige Rolle bei der Seeschule für Deutschland. Frau Evers, was sogar von Seeschulstadt, also Meeresschutzstadt, schnackt, was genau deit Kiel denn gegen den Klimawandel? Ja, Kiel ist da ein von den führenden Gemeinden, der wirklich viel und viel Verschiedenes für die Schule macht. Denn die sagen aber, die wir gerade schnackt haben, wie Versuchung oder Temperatur, kann man ja nicht damit verbessern, indem man sich wirklich nur auf die See konzentriert. Die passieren ja, weil wir fossile Brennstoffe verbruchen, vor allem, und da müssen wir ansetzen. Und da markieren zum Beispiel einiges, Umstellung für Elektrofahrzeuge, Carsharing. Wir haben so eine Vorratflotte, die man auslehnen kann. Das gäbe eine Aktion, wo man dann sin ole Kölschab intuschen kann gegen ein Niede, einfach ob eine sieht, Energie intuspuren, ne, dass der Verbrauch verringert wird und ob andere sieht, der Verbrauch, den wir haben und den wir auch nicht abstellen können, in Verbrauch von erneuerbaren Energien umzustellen. Also dort eine zum Beispiel ist jetzt auch was ich gehört habe, der Schnitt, der ganze Stadt Kiel hat zum Beispiel von Parks, wo die Bäume schneiden waren oder auch der Grasschnitt und so wieder, das soll jetzt versucht werden, als Energiequelle nutzt zu werden. So was. Ne? Also das sind ganz viele verschiedene Aktionen, die passieren und auf jeder Ebene wirklich. Ne? Das ist das Schöne daran. Das passiert in der Kommune, in der Verwaltung, die kriegen, ne? Die dörren nur noch, nenkt ein Gradhem in der Rüme, ne? So was zum Beispiel, ne? Insporen. Das passiert aber auch durch Aktionen und liegt hier die was für solche Leute, denn das sind ja die Wichtigen dort dran, ne? Also nur wenn wir alle dort dran arbeiten, dann wird auch was passieren, die Leute mit inzubinden, ne? Also die gehen rob in irgendwelche Stadtteilfeste oder Morgensürmsveranstaltungen, wo wiest wart, okay, was können wir tun, um den Klimawandel abzuholen oder ne, werden zu verringern, denn da werden wir hier hin. Sie habt ja auch gesagt, die Lüt wat inbunden in Kiel. Woans könnte Lüt denn selbst mitmocken? Vielleicht könntest du da auch mal sagen, Seeschule, wenn wir da noch mal wieder kickt. Was kann ich als Privatmensch da tun? Kann ich da überhaupt was tun? Also bei Seeschule, was mockt was, sind zum Beispiel Aktionen, oder kann ja auch jeder mocken, Müll vermeiden. Das ist jetzt nicht direkt Klimawandel, aber wenn wir Seeschule meinen, dann hätte das natürlich das wie das ganzheitlich sehen wollen und Müll vermeiden. Wenn man an den Strand geht, sie Müll mitnehmen. Wenn man Müll sieht, vielleicht nehmen sie nächstes Mal ein Plastiktut mit oder Papiertut noch besser und stecken den Müll in. Sowas sind ganz einfache Sorgen, die wir morgen können. Natürlich mehr Vorrat fahren, mehr zu Fuß gehen, das Auto mal stehen lassen. Das sind Sorgen, die einfach dann die ganze die Seeschule zugutekommen. In Grot hin und her gibt das ja bitte Kreuzschiff fort. Ist das was, wo ich ihn schlecht geweten haben muss, wenn ich nur ob in Kreuzfurt gehe? Oh, das ist ja auch eine sehr facettenreiche Frage. Also ich denke, rein Naturschutzaspekt ist das schlimmer wahrscheinlich, wenn wir nach Marokko fliegen. Fliegen ist tatsächlich so ungefähr das Schlimmste, was man für den CO2-Ausstoß machen kann. Von dort rum ist Schifffahren gar nicht so schlecht. Was natürlich immer bei den Kreuzfahrer ein Problem wäre, ist, wenn in Horm sind, dann haben doch häufig trotzdem die Dieselgeneratoren an, weil natürlich, wenn du in Horm bist, willst du trotzdem die Elektrizität haben, du wirst alles Mögliche haben. Kiel hätte zum Beispiel umstellt auf Landstrom. Das hätte Kreuzfahrer, die großen Schiffe waren eine Steckdose steckt, wenn die in der Horm sind. Und dann haben wir diese Dieselutstoß wenigstens nicht. Und ich weiß sogar, dass in Kiel der Strom, der dort benutzt wird, aus erneuerbare Energien aus Europa kommt.
Wir sind nu von Seeschulfürnems von Lütt und Lütt ob Regionaltapet über die nationale Ebene bis nur der EU hinkommen. Aber der Aktionsraum, der geht noch höher. So hat zum Beispiel die UN das aktuelle Jahrtausend als Ozeandekord gehört. Sie will so international dort abrufen, dass auch mehr Forschen, mehr Kampagnen und auch mehr Handelsstrategien zu das Thema in Leben rufen waren. Das Mal ist, dass wir 2030 in gesunden und dursamen Ozean habt. In großen Mielen stehen hier to, dass wir das UN-Abkommen zu der internationale Hochseeschule und das Jahr 2023. Der Weg hierhin, der wär lang. Herr Saretzky, wir haben nun von ganzerich Abkommens und Strategieplans hört. Was glüft Sie, was für ein Rolle spielt das Abkommen nun für die Politik? Jo, die Grundlage von dit Abkommen ist die UN-Seerechtskonvention. Die ist auch olde. Die ist in 1982 in Jamaika sloten worden und die ist seit November 1994 in Kraft. Das ist die Rahmenkonvention. Und da habt ihr wieder dasselbe Prinzip. Die Leute kommen erst zusammen auf die internationale Ebene und einigt sich, wie will wir das denn überhaupt regeln, wenn sie insieht habt, dass man Regeln braucht. Und dann habt sie in den Rahmen von der Seerechtskonvention habt sie dann erst anfangen, die See abzudehlen in anerkannte, was sie nennt, ausschließliche Wirtschaftszone, wo jedes Land für sich das Recht hat zu sagen, welche Regeln dort gelten sollen. Die Festlandsockel und dann die Hohe See. Die Hohe See ist nicht präzise mit Kilometern zu benennen, aber in Allgemeinen ist das so eins, was mehr als 200 Kilometer von dem Land weg ist. Die habt sich in den Verhandeln dann nicht, wie das dann im Einzelnen ist. So dann weht wie, was ist die Hohe See? Und die Hohe See ist das meiste, was wir haben auf der Erde, weil das meiste ist ja der Ozean und das ist dann mit der Hohe See. Und da haben wir keine Regeln gehabt bisher. Und in den Rahmen mit der internationalen Seerechtskonvention habt sie dann nach 15 Jahren Verhandlung das Hochseeschutzabkommen abschlossen. Und das hat Teilen, die so aussieht, dass wir dieses in die Hohe See, in den Rebet, dass wir dort Schulgebeten utwesen könnt. Das wäre früher nicht so. Du könntest nicht sagen, dort scheint nun Naturschutzmarkt waren. Das könntest du nur, müsst dich einigen in den Rahmen mit dieser Konvention, mit der Seerechtskonvention und der Institutionen, die dafür zuständig sind. Und dann habt ihr auch ein Verfahren festgelegt, dass die Umweltverträglichkeit prüft waren soll, wenn ein die See wirtschaftlich nutzen will und wenn Expeditionen in den Meeren machen will, so dass das eins überhaupt unter Regeln kommt, was bei nu ja nur gar nicht der Fall wäre. Was das Spezielle da ist, das geht in Rebet rüber. Das Ding heißt nämlich auch Biodiversity Beyond National Jurisdiction. Das heißt, dass sie die Artenvielfalt angucken will, wo wir kein nationales Recht mehr haben und dafür Recht, Regeln definieren wollen. Und dann kommt wie nu in die Zeit, die jetzt kommt, in all die Konflikte, die auch schon drin sind in der Konvention. Das ist nämlich, dass die Konvention auf der einen Seite sagt, wie anerkennt die traditionelle Regeln, dass die See frei sein soll, dass jeder auf der See machen kann, was er will. Und auf der anderen See habt ihr in den Vereinten Nationen gesagt, die See ist das gemeinsame Erbe der Menschheit. Das ist was wie allen Menschen zusammen. Und dann ist das die Vereinten Nationen für verantwortlich sind. Das heißt, wir sind mit dieser Konvention an der Schnittstelle zwischen Meeres-, Klima-, Biodiversitätspolitik. Und was da nur Beirut kommt, das hängt davon ab, wie das wieder konkretisiert wird. Und die Konkretisierung ist so, dass wenn Sie so ein System habt, die Politologen schnacken dann von Regime. Und da meint sie aber nicht in Diktatur, sondern da meint sie ein System von Regeln, von Prinzipien, von Normen und auch von Entscheidungsverfahren. Das ist, wie wir denn achteran entscheiden wollen, was nun konkret passieren soll. Und dann habt wir immer die ganzen Konferenzen, die in diesen Rahmen stattfinden. Und da will sie das nun konkret
konkret kriegen. Und das können noch dauern und da werden halt heilbannig viel Konflikten abkommen und auch Deutschland mit sich klar wie wild wie damit umgehen mit das, was da an Konflikten drin ist, zwischen Schul, ob der einen sieht und Brug, ob der andere sieht, insbesondere was denn nur der wirtschaftliche Brug von den Seegrund angeht, wenn sie denn da kicken, was ist denn mit den Rohstoffen und so was eins da. Also, wir haben den Umweltpolitolog, der da ganz klar rangeht, sich Details ankickt und kickt, wo sind wir, wo will wir hin. Frau Evers, als Biologische, wo schätzt Sie das in so ein Aufkommen? Kann das einen reellen Influss wirklich haben, ob den Klimawandel in der See? Na klar, also ich würde sagen, auch in der Ostsee, da haben wir gehört von Herrn Zaretsky, dass wir schon früh angefangen haben, uns um die Seeschule zu kümmern. Und da hat sich das verbessert, ne? Also von dort rum, ich glaube, das kann funktionieren. Das funktioniert ja auch schon in einige Teile. Aber das dauert halt, ne? Und da ist die Frage, ob das manchmal zu lang dauert. Können Sie ein Beispiel nehmen, was Goatlopen ist? Also in der Ostsee ist zum Beispiel das Inbringen von Giftstoffe und von Dünger und so was, das hat sich verringert, ne? Auch in der Nordsee. Also das gibt da schon Regelwerke, die halt die Wasserqualität verbessern wollen und das haben sie geschafft, ne? Also da sind sie schon auf einem guten Weg. Das heißt, wie brugt diese Vorgaben, diese Aufkommen, wirklich diese Schulen zu können? Ja und ja. Ja, ich denke schon, weil die Politik und auch die Mann schon läufig auch in eine Mangelnorm waren, dass sie das auch durchsetzen, ne? Da sieht die natürlich die Politik nicht so sehr beeinflussen kann, ist, was die Menschen Sürms, ne, von innen Borben mocken. Und da können wir, glaube ich, auch noch ganz viel auch Sürms mocken. Und Sürms entscheiden, wie gesagt, mal für das Vorrat fahren. Und Sürms entscheiden, nicht nach Spanien zu fliegen, sondern hier an der Ostsee zu bleiben oder so was, ne. Also ich glaube, der Mensch Sürms darf sich doch nicht schätzen. Gerade wie in Deutschland haben, glaube ich, eine gute Reputation dafür, auch von uns Sürms herut inzusehen, dann, naja, okay, ist vielleicht bequemer, wenn ich immer ein Plastiktut nehme, aber muss hier nicht immer sehen. Das heißt, jeden kann was tun, jeden Schul was tun. Und die Politik, die müsste ja nicht auch Hilfe, ob die Daten von den Wissenschafts stützen. Deit die Politik das noch und Sicht? Doch, ich denke, in der Naturschutz wird die Wissenschaft schon sehr groß in den Fokus stellt. Die können das natürlich nicht immer so ein-to-ein umsetzen, ne? Weil die halt natürlich auch noch andere Interessen verfolgen mögen, ne? Also die Wirtschaft und so wieder, das muss halt alles zusammenspielen. Darum, natürlich, wir als Wissenschaftler haben das gern, dass das so und so läuft. Natürlich, wir haben das gern, dass gar kein CO2 mehr utstört wird, ne? Das wäre das Beste. Ist das dafür, ne, werden wir das auch, ja, ne? Also da muss man dann auch die gute Ole Menschenverstand mit inschalten. Was kann man wirklich machen? Klar, einen realistischen Weg finden. Was Schulden und Sicht, was müsste passieren, um den Schaden, den den Klimawandel anrichten deit, ob das Ökosystem See noch aufzuwenden oder vielleicht sogar zurückzudrehen? Wenn Sie sich mal was wünschen darf. Wenn ich mir was wünschen darf. Ja, ich glaube tatsächlich, dass wir mit den erneuerbaren Energien noch kreativer waren. Also wir sind ja schon morgen da ja schon einiges, aber dass wir zum Beispiel mit Wasserstoff mehr vorangehen, dass wir mehr Geld vielleicht auch in die Innovation oder in die Erfindung von neuen Methoden und Strategien oder Prozesse stecken, die vielleicht den CO2-Ausstoß noch mehr verringern oder komplett durchführen. Also ich glaube, da muss man das große Bild irgendwie mit in Auge haben, dass wir dort tatsächlich noch einiges dreien müssen, bevor das tatsächlich abhält, ne? Also solange wir alle noch ein normales Auto fahren, war da tatsächlich auch nichts. Und auch der Elektros, solange der halt Pflicht mit Elektrizität die von konventionelle Energie kommen, auch dann war das nichts, ne? Also da müssen wir noch ein bisschen mehr in auch diese Bereiche der Forschung stecken, ne? Wie können sie sagen, wie sehe ich das früher ut, wo schulen wir hin? Aber der Weg dahin, ich glaube, das ist ein ganz, ganz großer ein. Erneuerbare Energien, da hört ja auch die Offshore-Windanlagen zu. Habt ihr ähnlich auch einen Infloat auf der See? Ja, das ist auch so ein Thema, wo natürlich so das Gute und das Schlechte nebeneinander sind, ne? Also die haben einen guten Infloat auf Meer, weil der natürlich energieproduzierende Grün ist und wenn wir diese Energie dann auch
gut an Festland transportieren können, dann können die wirklich helfen bei der CO2-Reduzierung und Stoßreduzierung. Das sind natürlich sehr große Strukturen, die vibrieren, ne, die sich immer in Bewegung sind und das auch ob die See abgeben, ob Wasser. Und da gibt es ein paar Studien, die sagen dann natürlich so große Meeressäuger und so, dass die dort schon beeinflusst von sind. Aber andere sieht für die ganzen Lütschentieren, so wie Östern oder Krebs oder so, ist das ein super Habitat. Ne? Wir haben vor allem in der Nordsee haben wir fast gar kein so was wie Hartsubstrat, ne? Das ist alles Sand und Matsch. Und wenn wir da jetzt so ein paar große Offshore-Anlagen hinstellen, dann haben wir auf einmal viel mehr Biodiversität. Also auch da muss man das differenziert sehen. Ja. Wo optimistisch sind sie beide für die Zukunft, dass wieder das prägwörtliche Roder noch rumkriegt und den größten Schaden von so einem Worst-Case-Szenario noch abwenden könnt? Fragt wie erstmal den Umweltpolitolog oder auch den Mensch. Diese Frage habe ich hört und lest seit der Diskussion über den Klimawandel und andere Umweltkatastrophen in den 1970s in Gang gekommen ist. Ich habe sie selber stellt, als ich meine Klassenkameraden in Schule und manchmal auch meine Lehrers mit meinen ersten Referaten über den Klimawandel und die Arktis und Antarktis in Schule auf die Nerven gegangen bin. Hüt glöfig, dass die Frage nicht recht wiederführt, wenn sie so stellt ward. Da ist der Unterton, ist das nicht allzu lat. Wenn das der Fall ist, dann hat das ja keinen Sinn mehr, was dagegen zu mogen und auch bloß nicht damit anzufangen, sich über die Probleme klar zu werden. Im Worst Case fühlt das, wenn sie ob diese Frage wieder gehen, dort fatalistisch zu wählen. Wir können gar nichts mehr machen, das ist sowieso. Nichts weten zu wollen, nichts zu fordern, von sich selber und von anderen nicht und auch nichts zu down. So, mit Optimismus und Pessimismus kann ich als Wissenschaftler doch nicht so viel anfangen. Was wir weten von Dach ist, dass die allermeisten Klimaforscher und auch der Meeresforscher sagt, wir sind nicht auf den rechten Weg und der Zustand von der See ist nicht in den Zustand, wo wir das haben Schall und haben Wild. Besonders, wenn wir auf das Erdabwärmen dran denken. Die meisten Politikwissenschaftler, als ich bin, die weten, wo vertragt und wie schwur das politisch ist, für das klar kriegen von der Klimawandel, Zustimmung und Legitimation zu kriegen. Man hätte auch keinen Secht, dass das einfach war, wenn die Welt komplizierter ist. Ja, ich kann mich Herr Saretsky doch nur anschluden. Ich glaube nicht, dass wir jemals wer zurückkommen zu dem Klima, das wir für 200 Jahre haben. Und wenn dann in Titrüme über die wir Menschen, wir uns keinen Gedanken mehr machen werden. Also wenn wir jetzt versuchen, den Schaden so gering wie möglich zu holen. Ne? Und wir werden, wir haben das schon verändert. Und Orden storben, das Klima verändert sich. Aber ich glaube, wir müssen jetzt halt so viel wie möglich tun, dass der Schaden gering holt wird. Ich will mich von Harten bedanken für das Gespräch und dass ihr sich die Zeitnorm habt, um über das wichtige Thema zu snacken. Wo wäre das denn für Sie nur ob platt über das Thema zu snacken, Frau Evers? Das ist schon immer recht schwierig, ne? Ich glaube, man hört das auch, weil wir so viel entweder auf Englisch oder halt auf Hochdeutsch darüber schnacken. Vor allem die Fachbegriffe sind ganz schwierig zu fordern oder zu übersetzen. Und dann dort kommt ihr noch, dass das irgendwie wie forschen oder wie arbeiten die so viel daran, dass das ist immer dann auch noch schwierig, das dann in große Ganze zu setzen und wer verständlich zu machen für alle Leute. Aber so wichtig, ne? Denn nur wenn die auch verstehen, worum das hier geht, was ich mag oder was die Klimaforscher machen, würden die auch mitmachen. Habt ihr einmal ob platt über ihr Thema schnackt? Ja, ich habe tatsächlich ein paar Mal schon über der Austern schnackt. Immer bei der NDR wie so eine Reportage und dann bei Radio auch schon mal. Also wäre das nicht heilfremd für Sie? Nee, nicht ganz. Und wo anzieht das bei Sie, Herr Saretsky? Oh ja, für mich war das was niet und das wäre anstrengend.
Nicht bloß dazu mogen, was ich in der Lehre inhaltlich immer mag, ob der nächsten Stand von Forschen und Diskussion zu kommen und überlegen, wie ich das am besten vermitteln kann, sondern auch all das, was ich sagen will, in Plattdeutsche zu übersetzen. Weil wenn du das nicht jeden Tag snacken da ist, dann ist das weit weg und dann ist das ein Fremdsprach. Und dann für mich wäre das ein Turn zurück in die alte Zeit. Ich habe mag, dass ich, wenn ich auf Platt zu snacken anfange, dann bin ich wieder in mein alte Dörp. Ich snack, weil ich die Sprach brauche, in die Sprach, die Leute durchsnackt. Da wohne ich aber nicht mehr. Ich bin nur in Limburg und da snackt sie nicht so viel Platt und das ist auch nicht, sind auch nicht mehr die alten Leute, mit denen ich snack, mit denen ich zu Hause snackt habe. So, die Sprach zu benutzen, Platt zu snacken, ist auch für mich immer ein Ries zurück in die Vergangenheit. Wo wichtig ist das vielleicht Klimawandel auch ob Platt zu vermitteln. Also der Waterkan von Nord- und Ostsee, der liegt ja nur wirklich mehr in plattdeutsches Sprachgebiet. Ist das vielleicht ein Weg, das in das Thema noch näher an die Lüt ranbringen kann, Frau Evers? Na, ich denke auf jeden Fall, ne? Also ich glaube, ich hoffe ja auch, darum mag ich das ja auch, dass wir Leute hier erreichen, die sonst vielleicht sich für Klimawandel nicht so viel interessieren, ne? Und dann hören sie das auch platt und denken, huch, ja, das geht mir doch was an, ne? Da schnacken die Leute, die so schnacken wie ich, aber ein Thema, das uns alle was angeht. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörers, wenn ihr zu Hus vielleicht nicht all Wör verstanden habt, dann kickt doch noch in die Shownotes oder Infos, da habt ihr in List mockt mit all den neuen Wörter das Thema. Und wenn ihr noch andere Fragen an uns Gäst oder auch Trüchmails habt, dann schreibt uns gern an info@niederdeutschsekretariat.de. Und das wird auch wieder von uns wieder geitert in die nächste Folge mit Kloklustert. In die nächste Folge von Kloklustert traf ich, Vanessa Kossen, mit jou ein ganz spezielles Thema auf den Grund gehen, die Verschmutten von Weltruhm und wo uns die Schrott uns sprichwörtlich für die Föte fallen und uns alldach auf den Kopf stellen kann. Die Fragen stelle ich ein Fachmann, Helmut Luttmann. Hey, was bot söst ein Jahr lang Programmbas von Weltrumlabor Columbus, bei Airbus Defense and Space in Bremen und für uns hat hey Antworten. Kloklustert.